Ich wollte mich nicht verändern. Ich wollte mich nicht zurückhalten müssen. Wenn man dunkelhäutig ist, man kann nicht sagen, man ist Schweizer. Man ist immer ein Ausländer. Ich vermisse meine Rösti, ich vermisse meine Bratwurst und ja, dann muss ich wieder zurück. Der Abi und sein Bruder Suda sind hier in der Schweiz auf die Welt gekommen. Sie haben die Lehre abgeschlossen und führen heute beide ein eigenes Unternehmen. Obwohl sie komplett integriert sind, spüren sie immer wieder, dass sie anders behandelt werden. Viele so Fragen habe ich gehört, fühlst du dich wie ein Schweizer oder bist du eher Ausländer? Kann ich nie richtig beantworten, weil wir sind hier geboren worden, das war nicht unser Wunsch. Wir sind hier aufgewachsen, wir haben uns integriert, wir haben alles gemacht, Schule, Lehre. Bei den Ausländern bin ich mehr Schweizer. Die lachen und sagen, Alter, du bist ein Schweizer. Und bei den Schweizer bist du Ausländer. Und das wird immer so sein. Weil, was bedeutet denn ein voller Schweizer sein? Vor rund 40 Jahren sind die Eltern vom Abi und dem Suda wegen dem Bürgerkrieg aus Sri Lanka geflüchtet. Geschichten wie die vom Abi und dem Suda gibt es viele in der Schweiz. Fast 40% der Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Die zwei Brüder, die beide mit einer C-Bewilligung hier leben, erleben in ihrem Alltag regelmässig Rassismus. Das ist letztens im Geschäft gerade passiert, läuft eine Kundin rein und sie redet gebrochenes Hochdeutsch, also Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Schlimm an diesem Punkt ist dann, wenn ich dann Schweizerdeutsch rede, sie macht aber weiter. Durch das, dass jetzt sehr viele Flüchtlinge da sind, ich hocke im Zug, es hat viel Platz bei mir. Nebendran hat es nicht viel Platz, hockt niemand mehr so in der Nähe bei mir. Wenn ich am Abend nach dem Ausgang aus dem Zug aussteige und es läuft die jüngere Frau vor mir, aus Erfahrung von früher nehme ich von alleine ein bisschen Abstand, bis sie weiter weg ist. Man sieht den Blick, wenn sie hinterher schauen, so, oh, das ist ein schwarzer Mann, fangen sie an schneller zu laufen. Aus diesem Grund ziehe ich mich dann ein bisschen zurück, warte und dann laufe ich dann heim. Ja, da bin ich ein bisschen anders. In diesen Situationen, ich laufe einfach weiter, ich will mich nicht verändern. Ich will mich nicht zurückhalten müssen. Und dann wechselt es schon die Straßenseite. Im ersten Moment macht es noch nichts. Im zweiten Moment, dann die Hause, dann merke ich schon, geht man nochmal, reflektiert man das einfach und dann merkt man, das macht schon ein bisschen traurig. Das sage ich offen ehrlich, damit auch Leute merken, dass wir auch Menschen sind und dass es wehtun kann. Ich habe mich daran gewöhnt, ganz einfach. Ich denke gar nicht mehr daran, an das Gefühl, ob das mir jetzt etwas macht oder nicht. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie es anders ist. Heute muss ich aber sagen, ich würde nicht etwas verändern. Sonst wäre ich nicht so, wie ich bin. Der Abi, der Suda und ihr Vater führen an 3 verschiedenen Standorten einen Handy-Reparaturshop. Der Abi sagt, die Diskriminierungen, die er erlebt habe, hätten ihn zusätzlich motiviert, etwas aus seinem Leben zu machen. Also das ist das, was mich jetzt wirklich immer am meisten motiviert. Da sage ich einem offen, ich habe etwas erreicht und ich habe jetzt da mein eigenes Geschäft. Schauen wir noch. Haben wir es? Gut. Das Import wieder rein. Gut. Dann kommt noch das Backglas drauf und fertig. Das wär's. Es ist nicht so, dass ich nur an dem dran hänge und sage, weil ich so fertig gemacht worden bin, will ich jetzt etwas beweisen. Hat aber dazu gebracht, zum stark zu werden, eigenständig zu sein, nicht auf andere Meinungen zu hören. Wir machen ja privat noch immer an DJs. Dort hat es sehr gepusht, nicht auf andere Meinungen zu hören. Musik ist schon heute noch immer das, so oben runterholt. Am Wochenende kann ich, wenn ich DJ mache, all negative Energie rauslassen. In der Zeit, als ich am DJ-Pult stehe, ist Freiheit. Ja, und angefangen aufzulegen hat er. So wie ich es am Anfang gesagt habe, ich habe es ihm abgeschaut, er hat es mir beigebracht. So ist es nachher weitergegangen. Ich sage mir selber, ich bin Schweizer, weil ich hier geboren bin. Und ich bin halt mehr in Sri Lanka und in der Ferien auch. Vor Corona bin ich 2-3 Mal im Jahr runtergegangen. Und nach 2-3 Wochen Ferien dort, habe ich es auch gesehen. Dann will ich wieder zurück in die Schweiz. Ich vermisse meine Rösti, ich vermisse meine Bratwurst. Und ja, dann muss ich wieder zurück. Ich fühle mich sehr wohl da. Aber es ist einfach eine Tatsache, wenn man dunkelhäutig ist, man kann nicht sagen, man ist Schweizer. Auch wenn du jetzt adoptiert bist oder nicht. Du bist immer ein Ausländer. Das ist einfach so, das merken wir ja auch. Die aktuelle Stimmung gegenüber Ausländern beschäftigt die zwei Brüder sehr. Die Ausschreitung, was Silvester war, was man immer wieder in der Zeitung liest, das sind vielleicht auch Leute, die eben nicht da geboren sind und das Gefühl haben, wir haben keine Chance über.
Und die sollen einfach dranbleiben. Wenn sie so weitermachen, dann steht es auch die anderen, die wirklich integriert sind und sich Mühe geben, in das falsche Licht. Und die Ausländer sollen wirklich an das denken, dass wir auch hart gearbeitet haben dafür, wo wir jetzt sind. Sie sind nicht allein. Man kann sich integrieren. Und die Schweiz steht ja mit offenen Armen da, um uns helfen, unterstützen.